Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review zu dem neuen Spider-Man Into the Spider-Verse. Wer die neue Comic-Verfilmung von Sony droppe, dann ob man überhaupt guckenswert ist, das gesehen ihr alles hier bei Filmlate. Den Hauptcharakter Miles Morales geht wie sein Viergänger Peter Parker von einer radioaktiver Spann gebossen. Ab dann stellt er relativ schnell fest, dass er ähnliche Kräfte entwickelt wie der Spider-Man. Loget Miles durch einen Kampf zwischen dem Spider-Man und dem Kingpin verwickelt. Die probiert ein Experiment vom Kingpin zu verhindern und er könnte dabei entleeren. Aber lo musste Miles die Rolle vom Spider-Man überholen. Allerdings ist er noch lange nicht so erformt wie den alle Spider-Man und er weiß auch nicht so richtig, wie ihn dabei fehlt soll. Gott sei Dank sind bei dem Experiment verschiedene Universen durch den Ego geworden. An divers alternativ Spider-Man tauchen am Miles Sänger Welt op. Gut, genug Verstärkung heute Miles ja dann. Ich kann ja bald nicht mehr schief gehen. Ob da wirklich nicht mehr schief gehen kann, aber was für interessant alternativ Spider-Man-Charakteren alle so abtauchen, das seht ihr alles bei Spider-Man Into the Spider-Verse. Ein Punkt, den direkt am Film auffällt, ist den außergewöhnlichen Design, den der Film hat. Es ist ein cooler Kompromiss zwischen Comic und Filmfond gibt. Da der Mengen an schon mal ein riesiger Pluspunkt für den Film ist. Hier ist es stets erfrischend und ein angenehm zu guckender Stil geschafft, in den ihr viel drunter näheren Sos gesehen habt. Du kannst ja noch zum Drehbuch sagen, dass der zu 100% gelungen ist. Hier ist ein Spider-Man-Film geschafft, in dem von allem Last gelesen ist und trotzdem mit allem, was du Comics oder Filme von Spider-Man rauskommst, kombiniert hast. Also ich will nur mal sagen, dass der Film super für sich allein stehen kann. Auch die Leute, die noch nie viel drunter Spider-Man-Film gesehen haben, können sich super amüsieren. Und trotzdem ist aber noch super viel Fanservice dran gesagt gehen. Und damit müsst für jeden etwas dabei sein. Hallo kommt noch zu einem riesigen Pluspunkt, und zwar Dialoge. Hier sind Dialoge geschrieben, wo ich mal gesagt habe, ja, genau so gänge Leute man nicht schwätzen. Die ganzen Dialoge wirken immens dynamisch, und Lust nicht sogar zu vergessen, dass ihr gerade einen animierten Film guckt. Dabei könnt das Geschichte geschrieben wie immens spannend und interessant ist. Ihr könnt bei seinen 117 Minuten keine Sekunde langweilig ab. Ich meine, der merkt schon nicht ganz viel auszusetzen. Voll. Nee, wirklich nicht. Ich meine, ich ging eigentlich gerne so, was mir in dem Film nicht gefallen hat. Aber nach einer Menge an, von 4 bis 100, perfekt gelungen. Ob es laut Story, der Look, die Schauspieler oder so gut Musik ist. Hier ist alles zu 100% auf ihn aufgestimmt. Und ich hoffe, dass hier ganz viele Leute sich einen Scheiß von dem Film aufschneiden, wenn es darum geht, eine neue Comic-Verfilmung zu machen. So, ich meine, du hast für alles gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und denkt unbedingt dran zu teilen. Bis dahin wünsche ich euch dann noch ganz viel Spaß am Kino bei Spider-Man Into the Spider-Verse. Mein Name ist Peter Parker. Den Rest kennt ihr ja sicher. Ich habe die Stadt gerettet, mich verliebt, dann habe ich die Stadt nochmal gerettet und nochmal und nochmal. Hier, mich gibt's als Comic, als Cornflakes, ich habe ein Weihnachtsalbum rausgebracht und ein semi-gutes Eis am Stiel. Aber es geht hier nicht um mich. Nicht mehr. Spider-Man schwingt einmal täglich rein, zip, zap, zop mit seiner kleinen Maske und macht, was er will. Ich liebe dich, Miles. Ja, ich weiß, Dad. Du musst sagen, ich liebe dich auch. Dad, echt jetzt? Ich will es hören. Sieh dich mal um. Dad, ich liebe dich. Oh, Dad, ich liebe dich. Alles klar, verstanden. Mein Name ist Miles Morales. Ich bin der einzig wahre Spider-Man. Also dachte ich jedenfalls. Du weißt, was ein Teilchenbeschleuniger ist, wirst du lieben. Dimension öffnet sich jetzt. Du bist wie ich. Das ist unmöglich. Okay, Kleiner, hör zu. Diese Pommes ist dein Universum. Die ist labbrig, komisch, eklig. Und diese köstliche normale Pommes ist mein Universum. Du willst also lernen, Spider-Man zu sein. Kannst du es mir beibringen? Ja, kann ich. Zeit zum Schwingen. Gut, du machst es. Doppelklick für loslassen und Whip wieder rausschießen. Okay. Schwing. Und loslassen? Sehr gut. Und schwing. Hey Jungs, Wer bist du? ich bin Gwen Stacy. Ich bin aus einer anderen Dimension. Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch? Hey, Freunde. Hallo! Also schräger kann's jetzt wirklich nicht mehr werden. Doch, kann es. Okay. Wir müssen zurück in unsere Universen. Bald. Brooklyn wird kollabieren. Meine Familie lebt in Brooklyn. Wow. Miles, was ist los? Das war nie deine Stadt. Es ist meine. Wenn ich den Beschleuniger nicht zerstöre, gibt's kein Zuhause mehr, an das wir nach Hause gehen können. Denk dran, was dich von anderen unterscheidet. Los geht's! Das macht dich zu Spider-Man. Officer, ich liebe Sie. Warte, was? Darüber. Hier rüber. Können Tiere in dieser Dimension sprechen? Ich will nicht, dass er ausflippt.